Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler zum Champions League-Spiel. Ja, gegen Slovan Bratislava, was wir 3:1 gewonnen haben. Boah. Ich bin von der Leistung maßlos enttäuscht. Ja, das ist, was ich sagen kann. Ja, klar, Champions League, du hast gewonnen, du hast zu Hause gespielt, 3:1 gewonnen, verdient gewonnen. Die Art und Weise, boah, hat eigentlich alles das offengelegt oder alles das gezeigt, was wir aktuell können und was wir nicht können. Ja. Hat das ganze Potenzial dieser Mannschaft in der Offensive dargeboten heute. Ähm, obwohl wir perfekt reingestartet sind, ja, mit, was war es, 8. Minute Müller. Besser kannst du nicht reinstarten in ein Spiel, wo es darum geht, dass du ziemlich hoch gewinnst gegen super schwachen Gegner, Außenseiter, hoch 10 in dieser Champions League und danach ist es Standfußball. Ja, viele Rochaden von den Positionen her, aber im 16er null Bewegung, nicht einmal auch nur ansatzweise auf die Grundlinie gelaufen, um mal eine Flanke zu schlagen. Wenn, dann kamen Flanken aus dem Halbfeld oder noch schlimmer, noch von noch weiter weg. Ich meine, das war auch dann die zum Tor geführt hat, von Kimmich. Ja, Kimmich war der einzige Spieler, der in den ersten 20 Minuten wirklich auffällig war. Alle anderen war Mittelmaß. Ja, Mittelmaß und schlechter. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist dann alles für uns gelaufen sogar. Ja, es war nur Dortmund vor uns zwischenzeitlich. Was schon traurig genug ist, wenn wir ehrlich sind. Trotzdem kommst du dann aus der Halbzeit raus und spielst ein und denselben Stiefel weiter. Hast keinerlei Feuer in dieser Mannschaft, keiner, der das Heft des Handelns mehr in die Hand nimmt. Auch Kimmich nicht mehr. Kimmich hat nach 20 Minuten war auch aufgegeben. Hat da auch das Heft des Handelns nicht mehr in die Hand genommen. Ja, komplett uninspiriert, komplett ohne Ideen. Keinerlei Spielidee zu sehen, keinerlei Aufbäumen, irgendwie gar nichts. Ja, einfach so, ja, hinnehmen, alles klar, wir führen 1:0, ja, passt schon, Arschlecken. Dasselbe zweite Halbzeit. Ja, zweite Halbzeit, es wurde dann erst besser, nachdem Musiala auf dem Feld kam. Dann wurde es ein bisschen besser, auch völlig verständlich. Ich weiß nicht, was man sich mit dieser Aufstellung gedacht hat. Jetzt noch nicht mal zu einer Grundformation, das fand ich fein, habe ich in meinem Taktikfuchs auch gesagt, kannst du mit Sicherheit gegen so eine Mannschaft mal bringen. Aber warum man dann einen Thomas Müller, einen Michael Olise auf die Zehnerposition da rumdümpeln lässt und wieder einen Michael von der rechten Seite wegzieht, wo er so saustark war bisher, um dann Leroy Sané hinzustellen, Alter, geht in meinen kleinen Spatzenschädel einfach nicht rein. Sorry, raff ich nicht. Ich raff auch nicht, mit welcher nur ansatzweise realistischen Geschichte eine Aufstellung von Mathys Tel gerechtfertigt war. Ja. Und wenn man ihn aufstellt, warum er in der Halbzeit nochmal wieder rausgekommen ist. Das war eine Frechheit, diese Leistung. Ja. Aber da gehen wir gleich mal drauf ein, wenn wir auf die Spieler eingehen. Zweite Halbzeit dann derselbe Bums, ja, eine einigermaßen gute Aktion von Jamal Musiala. Komischerweise ist der immer auf die Grundlinie gegangen und hat den Ball da mal reingelöffelt, wa? Grandios. War auch das einzige Mal, wo wir das gesehen haben. Ja, da hat Harry Kane das 2:0 gemacht. Ansonsten war von Harry Kane auch gar nichts zu sehen, muss man fairerweise heute auch mal sagen. Wir haben viel zu langsam gespielt, keine Bewegung gehabt und die zweite Halbzeit 1:1 dasselbe, es ist dahin geplätschert. Erste Halbzeit war es teilweise so, dass Bratislava nach dem 1:0 gefährlicher vor unserem Tor war, wie wir vor deren Tor. Ja. Wenn das der Maßstab ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Muss man mal ganz klar so sagen. Gut, dann das 3:0 durch Coman mit ein bisschen Glück, dass Gnabry da nochmal am Ball kam, aber der hat den Ball wenigstens aufs Tor bekommen. Ich meine, lieber Sané, den kannst du einen Haken dran setzen, Alter, was weiß ich.
Geh zu irgendeinem Verein, aber verlass bitte unseren Verein, Alter. Ich kann den nicht mehr sehen, Junge. Katastrophe wieder heute. Katastrophe. Ja, Coman hat das Ding da übrigens reingemacht. Ja, Leroy hätte ihn wahrscheinlich noch vor die Latte oder vom Pfosten gesetzt, wenn er überhaupt aufs Tor gegangen wäre. Ja, und dann haben wir das 3:1 noch bekommen, völlig verdient. Ja, dass den Guerrero sich da so abkochen lässt, ist jetzt auch nichts Neues. Das Manuel Neuer, weiß ich nicht, ob man ihm da eine Schuld geben kann. Wahrscheinlich nicht aus der Entfernung mit der Wucht, aber kurze Ecke ist kurze Ecke. Ja, und dann ist es so. Ja, klar, Spiel gewonnen, alles gut. Was weiß ich, was man für einen Sieg kriegt. 1,8 Mille oder was auch immer, eingenommen, alles tutti. Wenn es so geblieben ist, wie es zwischenzeitlich war, dann haben wir eine sehr, sehr hohe Chance, gegen Manchester City zu spielen. Und das ist doch schön. Das hat man sich dann auch reglich verdient. Das weiß ich noch nicht. Da gucken wir gleich drauf, wenn wir mal auf die Statistiken gucken. Bis dahin sollten alle Spiele aus sein. Weil ich bin hier 3 Minuten nach Spielende. Von daher vielleicht auch ein bisschen emotional. Aber für mich war das eine Leistung. Ja. Wenn das wirklich das Potenzial ist, und das scheint es ja gerade zu sein, weil es war jedem klar auf dem Feld. Ja, jedem war klar, dass wir einen hohen Sieg brauchen. Und wenn das Leistungsniveau ist, was wir in der Offensive gerade haben, ja, dann bin ich auf den Februar gespannt, Alter. Dann bin ich da wirklich gespannt. Dann gibt es keine Blumentöpfe zu gewinnen für uns. Also da muss man aber mal ganz schnell die Form wiederfinden, das Miteinander wiederfinden. Aber gut, man würfelt ja auch alles durcheinander, was super funktioniert hat. Michael Olise war der einzige Spieler in der Offensive, der immer funktioniert hat über die rechte Seite. Dem hat man in den letzten Spielen da ein Sané vor die Nase gesetzt und ihn irgendwie immer auf eine Halbposition oder auf die Mitte geschoben. Und was erwartet man dann? Man bringt einen Tell, obwohl der katastrophale Leistungen bisher gebracht hat und verzichtet auf einen Kingsley, der gleich ein bisschen mehr Schwung reingebracht hat. Ja. Man verzichtet auf einen Musiala. Um was? Um Thomas Müller. Wow, darf er nochmal in der Champions League auflaufen oder was? Ja, Thomas Müller hat in der 8. Minute das Tor gemacht, ansonsten war Thomas Müller nicht zugegen, Alter. Ja, toll. Super. Du kannst ja gerne wegen mir einen Thomas Müller aufstellen, zusammen mit einem Harry Kane in der Doppelspitze. Völlig fein, unterschreibe ich, ja. Aber dann lass doch den scheiß Leroy Sané draußen, Alter. Stell einen Musiala in die Mitte, einen Olise nach links und einen Koman nach rechts und dann ist doch alles gut. Und dann kannst du mal ein Feuerwerk abbrennen, ja. Die Idee war ja gut. Die habe ich ja gerafft, ja. Dass man mit einer Dreierkette einen zentralen Mittelfeldspieler und Feuer frei. Aber doch nicht mit diesem Personal, Alter. Ja, weiß ich nicht. Also wir brauchen nicht mehr, ich brauche keine Sprüche mehr von Kompany hören. Es geht nur ansatzweise nach Leistung in dieser Mannschaft, Alter, weil das tut es aktuell gerade nicht. Ja. Da ist viel mehr Politik und sonst was mit in den Aufstellungen drin, als dass das da nur ansatzweise nach Leistung geht. Ja. Also ein Kompany kann nicht so blind sein und kann nicht sehen, dass man Michael Olise seine Stärken beraubt, wenn er nicht auf der rechten Seite spielt und man dafür einen Leroy Sané dahinstellt. Ja, also das kann man nicht sehen, wenn man dieser erfahrene Spieler und dann in den Trainerberuf gewechselt ist. Also. Und dass Mathys Tel keine Aufstellung rechtfertigt, brauchen wir auch nicht drüber reden. Hat er heute auch nicht. Nach hinten war das Katastrophe. Katastrophe. Das Schlechteste, was ich seit Jahren gesehen habe auf dem Flügel. So gar kein Bock, Alter. So gar kein Bock. Vergleicht nur mal, der hat ja gegen, wie hieß er, Blackman oder was gespielt. Vergleicht mal den Sprint, wo der Blackman nach vorne sprintet, Tell hinterher und dann in die andere Richtung. Da siehst du, wie viel Bock Mathys Tel hatte. Ja? Geschweige denn davon, dass er in der Defensive auch nur ansatzweise mal einen Zweikampf gewonnen hätte. Hat er nicht. Ja? Ist vorne nicht einmal dran vorbeigegangen an irgendeinen Spieler. Nicht einmal. Nicht eine 1:1 Situation. Ja, hat dann ein Schüsschen aufs Tor gehabt, wo er dann einmal nach innen gezogen ist. Ja, Gratulation, Alter. Ich erwarte von Außenspielern, aber anscheinend will das der Trainer nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht tue ich Mathys Tel und Leroy Sané da gerade Unrecht. Leroy Sané kann eh nicht mit rechts flanken, aber er spielt auf der rechten Seite. Also war ja klar, dass wir ohne Flanken spielen. Ja, wir spielen die gleiche Scheiße wie unterm Tuchel, Alter. Ich könnte kotzen, Alter. Sorry, es muss gerade mal raus, Leute. Ich habe nicht eine Flanke von der Grundlinie gesehen. Wisst ihr, wer geflankt hat? Josua Kimmich als rechter Verteidiger in der Dreierkette. Der hat geflankt.
und hat das Tor von Müller vorbereitet. Ich habe nicht eine Flanke von Boué gesehen, ich habe nicht eine Flanke von Leroy Sané gesehen, ich habe nicht eine Flanke von Mathys Tel gesehen, ich habe nicht eine Flanke, wer hat da noch gespielt? Ja, wenn, dann war es Mastani, der den Ball vielleicht mal versucht hat reinzuschlagen. Oder es war ein Min Jae Kim, Alter. Ja? Ey, was soll das? Junge. Sowohl flach wie auch hoch Flanke, ja? Wir sind nicht einmal auf die Grundlinie gegangen. Immer das gleiche scheiß Schema, Alter. Ja, wir gehen mal bis zum 16er, dribbeln wir hin und entweder bin ich dann der Leroy auf der Seite und mache den Haken nach innen. Die Erfolgschancen ist bei 13,75% oder Mathys Tel, wo die Erfolgschance bei 5% liegt, daraus mal irgendwas zu kreieren. Ja, müssen wir uns da wundern, dass es super einfach war für diesen Gegner, der mit Sicherheit noch nicht mal zweite Bundesliga-Niveau hatte, gegen uns zu verteidigen, Alter? Nee. Komplett ideenlos, keinerlei Plan B, Plan C, gar nichts, Alter. Ja, wir haben das Spielsystem geändert. Wow. Und was war die Krux daraus? Wir standen uns in der Mitte mit 3 Leuten auf den Füßen und haben nicht über Außen gespielt und haben uns gewundert, dass wir keinerlei Chancen kreieren. Ja, Halleluja, Alter. So, ich habe mich genug aufgeregt. Ja, könnt ihr in die Kommentare gerne reinschreiben. Ich lese sie eh nicht, Alter. Ja, lasst euch aus in die Kommentare, ist mir scheißegal. Könnt ihr euch wieder echauffieren. Oh, wie kann man sich so aufregen nach einem 3:1 Sieg in der Champions League? Ja, wir sind halt Bayerner, Alter. Keine Dortmunder oder Schalker oder sonst was. Junge, Katastrophe. Blick in die Statistiken, Alter, bevor wir in die Benotung gehen. Die es heute in sich hat. Kann ich euch schon mal sagen, Alter. Ballbesitz 75:25%. Halleluja. Abseitsstellung 0:2, Fouls 11:7, Zweikampfquote 54:46, Schüsse aufs Tor 9:4. Weiß nicht, wo wir 9 Schüsse aufs Tor hatten. Ich weiß auch nicht, wer 35 Schüsse gezählt hat, Alter. 35:9 Schüsse, Ecken 9:2. Ecken war nicht eine gut. Angekommene Pässe 688:194. Schüsse insgesamt, Sané 8, Tel 7. Ja, das sagt alles, Alter. Ich brauche gar nicht weiter vorlesen. Das sagt einfach alles. Ja, von den ganzen Schüssen, die da stehen, das waren 15, sind 2 aufs Tor gekommen. Ja. Und der eine ging vor die Latte von Leroy Sané und der andere war halbherzig ins lange Eck gezogen von Mathys Tel. Das war alles. Ulisse 4, Torschussvorlagen, Kimmich eine. Gewonnene Zweikämpfe, Sané 9, Ulisse 8, Kim 7. Ballkontakte 131, Pavlo 119, Kimmich 110, Kim. Den Rest können wir uns schenken. Gut. Benotung. Vincent Kompany. Warte, ich muss mal einen Pfeil aufmachen. So, da ist er wieder. Bratislava, Vincent Kompany, Note 4. Warum 4? Weil wir 3:1 gewonnen haben. Es war nicht mangelhaft, es war ausreichend. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Weil wenn es mehr gewesen wäre, dann wäre auch mehr Wumms auf dem Platz gewesen. Es wäre torgefährlicher gewesen. Es wäre eine Spielidee 2 da gewesen. Es hätte in der Halbzeitpause mal gerappelt und es wäre eine Reaktion da gewesen. All das ist nicht passiert. 1:1 den Stiefel über 90 Minuten durchgezogen. Hut ab dafür. Gut, Abwehr. Muss die Aufstellung eben aufmachen hier. Sonst vergesse ich noch in der Rage wieder jemanden. Manuel Neuer, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie ich den heute bewerten soll, Alter. Tor ging kurzer Winkel, aber kam natürlich mit voller Wucht da rein. Keine Ahnung, ich gebe ihm eine 3,5. Ist sein Leistungsniveau, was er im Moment hat. Ja, gut ist. Sonst hat er nichts zu tun gehabt. 2 Rückgaben. 2, 3 gute Abwürfe. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was ich zu Manuel Neuer noch sagen soll, Alter. Ja, Punkt. Stanisic. Stanisic, mega Bock gehabt in der ersten Halbzeit. Ansonsten hat er es gut gemacht. Ja, hat man ein bisschen gemerkt, dass das noch ein bisschen Spielpraxis fehlt natürlich. Nichtsdestotrotz wurde er auch komplett alleine gelassen von Mathys Tel, der defensiv einfach nie zugegen war. Ja, absolute Katastrophe. Von daher
Weiß ich gar nicht, ob man das Stanisic so sehr anheften kann. Ansonsten er hat viel versucht, hat den Ball auch mal nach vorne getrieben, hat gemacht, getan. Das war ordentlich. Für mich Note 3. Min-Jae Kim geht für mich in dieselbe Kerbe. Hat alles versucht, hat auch den Spielaufbau versucht, hat auch mal in der Not versucht zu flanken. Ansonsten, ja, Min-Jae Kim kriegt eine 2,5. Hat viele Bälle gewonnen, auch im Gegenpressing, viele Bälle festgemacht. Natürlich immer hochrisikoreich, gar keine Frage, weil wir heute nur mit einer Dreierkette gespielt haben. Hat es aber im Großen und Ganzen gut gemacht, von daher eine 2,5 von meiner Seite. Gut, dann sind wir bei Sascha Boe. Weiß ich nicht, tue ich mich ganz schwer. War spritzig, war sofort da. Weiß nicht, wo er auf einmal herkam. Ja, weiß ich nicht, warum er ihn dann die ganze Zeit ignoriert hat. Hat es wirklich ordentlich gemacht am Anfang. Aber auch da keine Flanke, keine Idee. Ja, das Zusammenspiel war passabel mit dem, der gerade da war. Aber das waren auch meistens Pässe über 3-4 Meter auf den Kimmich zurück oder auf den Leroy. Weiß nicht, was die Vorgaben vom Trainer waren. Ja, I don't know. Komm, 3,5. Es hat an vielen gelegen, aber mit Sicherheit nicht an Sascha Boe, Alter. Gut, Mittelfeld, beziehungsweise rechter Verteidiger oder rechter Außenspieler in der Dreierkette, Joshua Kimmich. Wie gesagt, starke 20 erste Minuten. Ja. War er der einzige Spieler, der wirklich da war. Der hat die Flanke gegeben, hat nochmal einen super Pass gespielt auf Mathys Tel, der den wieder klaglos vergeben hat. Ich meine, wäre dann wahrscheinlich die Fußspitze im Abseits gewesen, aber man hätte den Ball ja wenigstens mal reinmachen können fürs Selbstverständnis. Ansonsten war er der einzige Spieler, der mal eine Idee hatte. Ja. Wirklich der einzige, sonst niemand. Aber danach ist er, wie immer in solchen Spielen, dann einfach mit der Masse untergegangen. Ja. Keinerlei, ja, ich bin hier der Kapitän der Zukunft, ich bin euer Leader auf dem Feld, ich versuche hier nochmal was, ich rüttel mal wach, ich gebe mal Anweisungen, nichts. Einfach nichts. Ja. Aufgrund der starken ersten 20 Minuten auch von mir eine 3,5. Gut, damit sind wir angekommen bei Pavlo. Pavlovic, viel Licht, viel Schatten. Sehe ich auch bei einer 3,5 nicht mehr. Hat viele Ballverluste gehabt. Natürlich auch bedingt dadurch, dass die Mitte halt einfach komplett dicht war, aber wir es trotzdem immer wieder versucht haben, da irgendwie reinzuspielen. Ich weiß nicht warum. Hatte 1, 2 gute Flankenwechsel, hatte aber auch 3, 4 super schlechte Ballverluste. Hat einmal eine richtig gute Rettungstat hinten gehabt, ja, wo er mit nach hinten gegangen ist, wo er ausgeholfen hat. Das war stark. Ja, denke 3,5 ist er auch ganz gut mit bedient. Gut, damit geht es dann schon heute in die offensive Reihe rein. Angefangen mit Mathys Tel. Mathys Tel für mich Note 5. Warum Note 5? Weil er einen Ball aufs Tor gekriegt hat, ins lange Eck. Hat der Torwart ein bisschen mehr draus gemacht, wie er war. Und ja, einmal zumindest versucht hat, da reinzustarten in den sehr, sehr guten Pass von Kimmich. Nach hinten war es Note 18, wenn es sie geben würde. Das war absolute eine Vollkatastrophe. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so wenig Lust hat, mit nach hinten zu arbeiten. Ich verstehe das auch nicht, wo das herkommt. Das war letzte Saison anders. Ja. Dass er nicht der defensiv stärkste Spieler ist, alles gut. Ja. Aber diese absolute Lustlosigkeit, ein Schlag in die Fresse für jeden Fan, Alter. Sag ich euch, wie es ist. Joa, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was da bei ihm los ist, ob ihm Sachen versprochen wurden von Vereinsseite, die nicht eingehalten wurden und so weiter. Kann alles sehr gut sein, dass er deswegen gerade so eine Phase hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das gerade, das ist noch nicht mal das Bayern 2 Niveau. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Thomas Müller, ja, umtriebig auch die ersten 20 Minuten, auch danach komplett in der Masse untergegangen, genauso wie in Kimmich. Vorne keinerlei Ideen, rein gar nichts. Keine Abstimmung gefühlt auch. Ich weiß nicht, wer da wo war.
die waren alle nicht zu sehen, die Spieler. Na, die standen alle irgendwo rum oder was weiß ich was. Es war keiner mal, der da rausgestochen ist. Kein Harry Kane, kein Thomas Müller, niemand. Ja. Absolute Vollkatastrophe. Note 4 von mir für Thomas Müller, weil er ein Tor gemacht hat. Gut. Michael Olise. Michael Olise ist heute auch Note 4. Ja, ganz klare Kiste, da gibt es nichts zu beschönigen, Alter. Das war gar nichts. Ja. Gefühlt war er nicht im Spiel eingebunden, hat mittig gespielt, hat, wenn er Bälle gekriegt hat, viele Fehlpässe auch immer wieder in die Mitte reingespielt, die super dicht war, komplett sinnfrei. Wenn es mal ordentlich war, wenn er mal dann auf der Außenbahn war, ja, wenn man ein Positionswechsel war, was super selten war, dann war es ansehnlich, dann hat er auch mal eine Idee gehabt. Warum man sich der Stärke beraubt hat von Michael Olise auf der rechten Seite in den letzten Spielen, ist für mich ein Rätsel. Ja. Man muss nur mal reingucken, wie viele Vorlagen er gegeben hat, wie viele Flanken das da auch dabei waren. Hätten wir heute sehr gut gebrauchen können. Stattdessen hatten wir einen Spieler auf der Außenbahn, der mit seinem Fuß, er hat eine Flanke versucht, Alter. Habt ihr die gesehen? Das sagt da alles aus. Katastrophe, dass man den Jungen da wegnimmt und ihn da hinstellt. Also ich sehe ihn da nicht. Ich weiß nicht, der Reporter hat irgendeine dumme Scheiße gelabert auf der Sony. Oh, ich finde Michael Olise auf dieser Halbposition, wenn er mehr in der Mitte ist, sogar einen Tacken stärker wie außen. Ja, dann weiß ich nicht, was der für Spiele sieht, Alter. Sorry. Gut, weiter geht die wilde Fahrt. Lieber Sané. Ja, lieber Sané ist heute auch Note 4. Lieber Sané war heute so. Oh ja, ist ja Champions League. Ich habe ein bisschen Lust. Ich darf auf der rechten Seite spielen. Ja, schön. Habe ich ein bisschen Lust. Ach, scheiße. Ich kriege aber nicht 10. Ich verliere nur Bälle. Ich kriege nicht 1 gegen 1 hin. Ich kriege nicht eine Flanke hin. Ich kriege nicht einen Torschuss hin. Was mache ich nur? Oh, ich gucke immer zur Auswechselbank. Oh, nee, jetzt kommen neue Spieler. Jetzt werde ich bestimmt ausgewechselt. Oh, nein, ich wurde doch nicht ausgewechselt. Oh, ich gehe jetzt auf die halblinke Position. Ach, jetzt habe ich noch mal 10 Minuten Lust, Fußball zu spielen. Ja, da war lieber Sané 10 Minuten lang zu sehen und dann hat er wieder keinen Bock gehabt, nachdem er den Ball an die Latte geschossen hat. Das ist lieber Sané, Alter. Der wechselt in die Launen und seine Leistung innerhalb von einem Spiel, weiß ich nicht. Gefühlt 20 Mal, Alter. Wenn der Vini ihn von außen einmal schief anguckt, dann ist schon, ich habe keinen Bock mehr. Ja, also, weiß ich nicht. Also das... Alles gesagt zu Lieber Sané die letzten Wochen, Alter. Alles. Harry Kane. Harry Kane geht heute für mich voll mit rein. Note 4, Alter. Auch das war heute nichts. Ja, Note 4, weil er ein Tor gemacht hat. Auch Harry Kane war nicht zu sehen vorne. Gar nicht. 0. Ja, hat sich 2, 3 Mal fallen lassen. Hat den Ball dann nach außen gelegt. Und das war's. Der Ball kam ja auch nie wieder in die Mitte. Oder wenn, dann kam er in die Mitte, wo ein Harry Kane noch gar nicht wieder da war. Ja, also, sorry, das war ein Gegner, Alter, den musst du aus dem Stadion schießen. Feierabend, da gibt es nicht zu diskutieren, Alter. Ja, es ist völlig fein, dass man das nicht hinkriegt. Ja, da hab ich wirklich kein Problem mit. Aber die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, das ist, was mich ankotzt. Nicht, dass es nicht geklappt hat. Das ist fein. Ja? Wenn der Gegner einen guten Tag hat und wir haben die Kacke am Fuß, alles gut. Ja? Aber die Art und Weise. So, man hatte nie das Gefühl, boah, da ist jetzt ein Aufbau, wir wollen unbedingt, wir geben nochmal Gas. Und nee, es ist einfach hingeplätschelt. Wir haben 20 Minuten versucht, wir haben nach 8 Minuten das Tor gemacht. Spätestens ab der 25. Minute hast du gemerkt, ach nee, komm. Drauf geschissen, kriegen wir heute nicht hin. Egal, lass da hindümpeln. Ja. Und dasselbe war zweite Halbzeit. Du kommst aus der Pause, merkst die erste Viertelstunde, ach komm, wird eh nichts, komm, ist gut. Hau einen Schongang rein, Feierabend, Arsch geleckt, passt schon, wir führen 1-0, alles ist gut. So kam das rüber am Fernsehen. Ja. Und das ist, was mich triggert. Nicht, dass es nicht geklappt hat, nicht, dass du den Gegner nicht 7-0 weggeschossen hast oder 7-1 oder was auch immer, ja. Was du hättest machen müssen, wenn man allein die Qualität gesehen hat, ja. Also, nee.
Das ist noch nicht mal das Schlimme. Diese Art und Weise, dieses, ach, drauf geschissen, komm, ist egal, wir gehen halt in die Quali rein, wir versuchen es erst gar nicht. Sorry, das ist für mich nicht Bayern-like. Und da gehört die ganze Offensivreihe rein. Die waren alle schlecht heute. Gut, kommen wir zu den Auswechslungen. Kingsley Coman. Angriff. Kingsley Coman war der Spieler, der neben Musiala wenigstens ein bisschen Schwung gebracht hat. Ja, hat ein bisschen was versucht, hat ja dann auch das Türchen gemacht, weil er richtig stand. Und Halleluja, er hat den Ball aufs Tor gebracht und hat ihn auch reingemacht. Ja, Grüße gehen raus an Leroy Sané, von da kriegt der King von mir eine Note 3. Serge Gnabry. Ja, Serge Gnabry kriegt von mir eine 4,5, weil ich heute gnädig bin. Warum? Weil er ja das Tor durch seine Aktion, wo er ein bisschen Glück hatte, dass der Ball doch bei ihm geblieben ist, dann zum Tor von Kingsley geführt hat. Sonst wäre es eine Note 5 gewesen. Die Leistung war auch absolute Katastrophe, unterirdisch. Keinerlei keinerlei, ach komm, ey, ich saß draußen, ich will zeigen, dass ich zu Unrecht draußen saß. Gar nichts, Alter. Bitte, Serge, nimm den Leroy an die Hand. Ja, keine Ahnung. Wenn du ohne Kimmich nicht klarkommst, nimm den auch noch an die Hand und fahrt nach Barcelona oder was weiß ich wohin und schreibt euch da im neuen Club ein und dann seid ihr wieder alle zusammen und könnt Händchen halten da im Verein spielen und wir kriegen endlich mal frische Leute auf den Flügeln. Ich kann dieses ganze alte, eingefahrene, seit 10 Jahren im Verein sein, nicht mehr sehen, Alter. Es ist zum Kotzen. So. Damit kommen wir zu Jamal Musiala. Ja, der war der Lichtblick nach der Einwechslung. Hat es auch super schwer gehabt, weil die Mitte halt dicht war. Kam dann mehr über die Außenseite. Jetzt hat er auch das Tor von Harry Kane vorbereitet. Hat danach nochmal 1, 2 gute Aktionen gehabt. Hat ein bisschen rumgestochert, ein bisschen Pech gehabt. Aber der Gegner stand halt zu. Hat sich zugemauert da um den 5-Meter-Raum rum. Da war halt einfach kein Durchkommen, ja. Es war ordentlich, von mir Note 3. Gut, dann haben wir noch Rafael Guerrero, der froh sein kann, dass wir ihn nicht benoten können. Das war ähnlich wie die Einwechslung in Rotterdam. Ich komme erstmal rein und mache erstmal einen Bock. Ja, lass mich da so austanzen als Außenverteidiger. Ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass heute ein Stanisic gespielt hat. Mit dieser Aktion war das mal wieder keinerlei Bewerbung im nächsten Spiel, auch nur ansatzweise in der Startelf zu stehen. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Ich weiß nicht, entweder hat er keinen Bock als Einwechselspieler. I don't know. Weil wo er in der Startelf stand davor, war es ja echt gut. Ne, auf der rechten Seite zumindest. Er hat da einfach auch keinen Bock mehr auf der linken Seite zu spielen. Ich habe keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall auch Schwankungen drin. Wie eine Fahne im Wind, Alter. Ja. Gut. Das zu den Noten. Lass uns mal auf die Tabelle schauen. Dann gucken wir mal, wer unser Gegner wird oder einer werden kann. Es wird ja, für die es nicht wissen, Statistiken, Spieltag, 8. Spieltag. Kriege ich auch eine Tabelle hier oder bin ich blind oder was? Spiele. Champions League. Tabelle. So. Was sind wir denn geworden? 12. Real Madrid hat uns noch überholt. Warum stehen die vor uns? Was ist die Regel da? Ich meine, es spielt am Ende keine Rolle. Ja, weil es ist so, Platz 9 und 10 wird gelost. Gegen 24 und 23. Platz 11 und 12 wird gelost. Gegen 22 und 21. Bedeutet, unser Gegner heißt entweder Manchester City oder Celtic Glasgow. Ihr dürft natürlich dreimal raten, was der Fußballgott mit uns machen wird, ja, wenn wir Vincent Kompany als Trainer haben. Also gehe ich fest davon aus, dass wir am Freitag gegen Manchester City gelost werden. Jo. So einfach ist der Bums. Ja? Hätte man sich ein bisschen Mühe gegeben, nur ein bisschen, ja, dann wäre ja mehr drin gewesen. Weil wir sehen, das ist alles 15 Punkte. Ja, wir hätten an Dortmund vorbeiziehen
können. Atalanta, ja, das wäre sportlich gewesen, irgendwie 8 Tore zu erzielen. Aber 2 Tore mehr zu machen, dass man an Dortmund vorbeigezogen wäre, wäre ja möglich gewesen. Ja, und ich denke, mit Lissabon und Brügge hätte man auf jeden Fall einen Gegner gehabt, wo man sagt, ja, kannst du machen. Mit Leverkusen dazwischen. Ja, so wird es Manchester City werden. Mein Take. Ich meine, vielleicht wird es mit ein bisschen Glück aus Celtic Glasgow. Ob das unbedingt besser ist auswärts, weiß ich auch nicht. So wie wir aktuell auswärts auftreten in der Champions League. Ja, einer von den beiden Mannschaften wird unser Gegner werden. Und das werden wir ja am Freitag erfahren. Ganz ehrlich, mit der Leistung in Rotterdam, mit der Leistung heute, hat man einen Gegner wie Manchester City auch verdient. Ohne Wenn und Aber. Ja, völlig zu Recht. Wenn man den Anspruch hat, wo ich nicht weiß, wo man das hernimmt, dass man diesen Anspruch hat, die Champions League zu gewinnen oder nur ansatzweise ins Finale da rumzukommen, sollte das wirklich Manchester City werden. Ich meine, gut, die sind gerade auch nicht in der Top-Form, aber ich glaube, dann wird man ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was das Finale da oben angeht. Ja. Es sei denn, wir finden mal wieder langsam unsere Form, was ich persönlich nicht glaube. Ja, weil damit das passiert, müssten endlich mal wieder die Spieler spielen, die es verdienen zu spielen und auf den richtigen Positionen. Ja. Und das bedeutet, ein Leroy Sané ist einfach raus. Feierabend. Er hat keine Berechtigung, gerade in dieser Mannschaft in der Startelf zu stehen. Punkt. Fertig. Ja. Es gibt nichts, was dafür ein anderer Beleg wäre. So. Genauso wie Mathys Tel. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn er unzufrieden ist mit seiner Situation, alles gut, Alter, dann verlass den Verein. Sorry. Ihr wisst, ich mag Mathys Tel wirklich vom Typ her. Letzte Saison hat er mich wahnsinnig begeistert. Die Leistungen, die ich diese Saison gesehen habe, waren defensiv alle eine Katastrophe. Alle durchgehend. Er hat genug Chancen gehabt. Das war alles eine Katastrophe. Da war nicht einmal, dass man das Gefühl hatte, wow, der Junge will wirklich. Der arbeitet auch für die Mannschaft. Nicht einmal. Offensiv war es zweimal eine Note 3,5. Ansonsten war es Note 5 oder 6. Ja, das ist nichts. So, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Vielleicht Kompany, dass er ihnen nicht vertraut, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er Liebeskummer, ich habe keine Ahnung. Das sind alles Menschen, das ist alles normal, alles verständlich. Aber dann hat der Junge nicht zu spielen. Punkt. Dann steck ihn in die zweite Mannschaft, dann kann er da gerne mal 3, 4 Spiele überzeugen und da mal 3, 4 Tore machen. Dann kannst du ihn ja gerne wieder in die erste Mannschaft hochholen. Ich verstehe nicht, warum wir quatschen immer, ja, wir haben eine zweite Mannschaft, wir haben den geilen Campus, Blasülz. Dann steck doch so einen Spieler, ja, der einfach nicht performt, den du nicht brauchst gerade, weil du 4 Außenbahnspieler hast, dann steck ihn doch in die scheiß zweite Mannschaft, Alter. So. Und da kann er doch erstmal gucken, ob er da das Niveau hat für die 4. Liga. Wenn das doch da dann noch nicht mal geschissen kriegen sollte, dann brauchst du doch nicht darüber diskutieren, Alter. Ja, der kriegt Chance auf Chance und auf Chance und tritt sie mit dem Arsch, Alter. Genau wie Leroy Sané. Junge, ich kann es nicht mehr sehen. Ja? Ich kann es nicht mehr sehen. Aber einen Ibrahimovic verleiht man weg, einen Iran Kunda gibt man weg. Ja, das ist scheißegal, wir haben genug Spieler, ja. Serge Gnabry spielt die Scheiße, die er immer spielt. Leroy Sané spielt die Scheiße, die er immer spielt. Dann darf noch nicht mehr Michael auf der rechten Seite spielen, weil der ja auch das Leroy Sanéchen muss ja da spielen. Und der kannst ja nirgendwo anders hinstellen. Ist ja nicht zufrieden, dann hat der noch weniger Lust. Ja? Krieg ich einen Kackreiz, Alter. Und dann kannst du gerade froh sein, dass Kingsley Coman seine Form wiedergefunden hat. Sonst würdest du nämlich blank da stehen, was die Außenbahnspieler anbelangen würde. Dann hättest du nämlich einen Michael und das war's. Ja? Das ist unsere Luxussituation. Und ansonsten auf der 10er-Position, ja, Musiala oder nichts, Alter. Entweder ist Musiala fit und hat eine gute Form, ja, oder du kannst den Offensivfußball durch die Mitte einstellen. Thomas Müller setzt da keinerlei Akzente, Alter. Thomas Müller war aber auch noch nie ein Zehner. Thomas Müller war immer eine hängende Spitze, ja. Und das ist völlig fein, wenn du Thomas Müller da aufbietest. So, tun wir aber nie. Und dann wundern wir uns. Ja, dann wundern wir uns heute um so eine uninspirierte Scheißleistung, Alter. Wirklich Scheißleistung.
So, da braucht man sich nicht wundern. Mehr steckt in dieser Mannschaft nicht drin. Leute, wie soll diese Mannschaft in dieser Form gegen ein wirklich, ey, Leverkusen wird uns zerlegen, Alter. Weil Leverkusen eine abgewichste Mannschaft ist. Das haben sie in München gezeigt. Die stellen sich einfach hinten rein. Die haben eine Qualität, die ist 20 Mal höher wie der Gegner heute, wenn der hinten drin steht. Und die haben eine Qualität dann nach vorne hin, die werden uns zerlegen, Alter. Die werden uns zerlegen. Junge, wir werden keinerlei Ideen haben, spielerisch. Ja, musst du darauf hoffen, dass Musiala einen Magic-Abend hat. Ja, oder dass ein Michael auf seiner rechten Seite spielen darf und einen guten Abend hat. Oder dass Harry Kane seine Form mal wieder findet, ja. Die auch nicht gerade überragend ist. Es wirkt alles schwerfällig, es wirkt alles nicht fit, es wirkt alles überspielt. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, klar, wir machen das Fass jetzt nach einem Sieg auf und davor ein Sieg in Freiburg. Aber das Spiel war auch schon scheiße, wenn wir ehrlich sind. Ja, klar, das haben wir damit gelobt. Oh ja, so gewinnst du die Meisterschaft. Können das Spiel jetzt auch loben. Ja, so kriegst du den Gegner Manchester City und schaltest aus der Champions League aus. Punkt. So, jetzt könnt ihr euch wieder daran echauffieren, dass ich alles so negativ sehe. Ist mir scheißegal. Es musste mal raus, Alter. Weil der Trend, das ist wie unter Tuchel. Der Trend ist genau das. Ja, der Trend, wenn ihr mein Notenblatt sehen würdet, daran siehst du das schon. Ja. Die Noten gehen bei sämtlichen Spielern nach unten. Ja. Der Trend ist gerade eine Katastrophe. Ja, wir waren heute super variabel von den Positionswechseln her. Das war wirklich teilweise gut. Dann war Michael mal kurz rechts, Niboi in der Mitte. Dann war Müller mal links außen. Dann war ein Tell mal ganz kurz in der Mitte. Aber das waren immer nur so eine halbe Minute, eine Minute und dann war wieder alles anders und trotzdem waren keinerlei Ideen da. Und alles im 16er Stand. Alles im 16er und um den 16er stand. Es stand einfach. Es war keinerlei Bewegung. Das war super einfach für den Gegner, das zu verteidigen. Ja. Wir haben es gesehen, wir haben dann 2, 3 Mal wirklich mal eine Kombination gespielt. Mit einem Doppelpass. Ja, das waren wirklich 2, 3 Mal. Und da hast du gesehen, dann wurde es gleich gefährlich, weil der Gegner mal laufen musste. Das war aber viel zu wenig. Das muss die ganze Zeit sein. Ja. Das ist gerade kein Zusammenspiel da. Wir gehen gerade wieder in diese Richtung so, ja, gib mal irgendjemand den Ball und hoff mal, dass irgendjemand eine Einzelaktion hat. Ja. Und das ist ein Trend, der ist gerade schwierig. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir die Kurve jetzt. I don't know. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir gerade so einen kleinen Durchhänger. Fakt ist, seitdem wir aus der Mini-Winterpause zurück sind, ist das gerade die ersten 2, 3 Spiele war ja noch einigermaßen ordentlich. Feyenoord, Freiburg, Bratislava war super schlecht. Ja. Da war Feyenoord noch das beste Spiel, nur da haben wir die Tore nicht gemacht. Freiburg haben wir schon keine Chancen erspielt, heute auch nicht wirklich. Ja. Und das gegen einen Gegner wie Bratislava. Sorry, nichts gegen Bratislava, wenn das der Maßstab ist, Alter. Dann brauchen wir, gegen wen spielen wir jetzt? Bremen oder was? Ne, Kiel erstmal. Ja. Ja, toll. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Naja. I don't know. Vielleicht sollte man mal wieder anfangen, mal den Spielern eine klare Startelf zu geben. Es ist ja völlig fein, dass man rotiert. Bin ich großer Freund von. Aber dann rotier doch wenigstens dann so, dass die Spieler auf ihren Positionen sind und wissen, was Phase ist. Ja, und rotier nicht, keine Ahnung. Ein Ulisse gerade vor allem, weil er in guter Form war. Alter, das ist ja noch das Schlimmste daran. Ja, pass auf, Michael Ulisse. 1,5 gegen Gladbach. Gegen Hoffenheim wurde er nur eingewechselt, gegen Wolfsburg Note 2. So, und dann wurde er verbannt. Ja, dann wurde er verbannt. Weil Liboy gegen Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht hat und 2 Tore gemacht hat. Ja, dann durfte Liboy starten. Maike durfte dann natürlich gegen Wolfsburg nochmal die letzte halbe Stunde war es, glaube ich, auf der rechten Seite wieder spielen.
Und dann ging es dahin. Ne? Weiß nicht, warum man sich dieser Stärke beraubt, aber gut. Ich kann es mir denken, aber das ist natürlich alles Spekulation. Ich habe auch keinen Bock mehr darüber zu reden. Ich habe mich genug aufgeregt für heute. Der Trend ist gerade kein guter. Der Trend, ich sehe gerade auch nichts, wo ich sagen würde, ja, wir kehren den Trend jetzt um. Wir werden gegen Kiel gewinnen, wahrscheinlich, ja. Gegen Bremen könnte es dann schon eng werden, je nachdem, was die Bremer für einen Tag haben. Die sind diese Woche oder diese Saison auch immer mal so unterwegs. Das kann schon ein anderes Kaliber werden. Dann kommt das Champions League-Spiel, dann kommt Leverkusen, dann kommt das Champions League-Spiel, dann kommt Frankfurt, dann kommt Stuttgart. Wenn ich unsere aktuelle Form gerade sehe, dann könnten die nächsten Wochen stürmisch werden. Ich hoffe, ich täusche mich, ja. Aber das habe ich mich letzte Saison auch nicht, wo ich das prophezeit habe unter Tuchel. Und gerade geht das in dieselbe Richtung, ja. Weil gerade wieder Entscheidungen getroffen werden, die ich nicht verstehe, ja. Ich verstehe sie nicht. Leistungstechnisch bezogen. Aber gut, so ist es. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Der, wie ich ja oft betitelt werde, der Nicht-Bayern-Fan hat fertig. Und in diesem Sinne, erstmal Glückwunsch, bevor wir beenden war. Erstmal Glückwunsch an Leverkusen und Dortmund. Und natürlich schade für Stuttgart, war. Können wir auch nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Leverkusen Sechster geworden, souverän sich qualifiziert. Ja, aber Leverkusen bitte die Saison abkacken, war. Gut, Dortmund, ja, 2 Plätze vor uns. Ja, 2 Tore mehr geschossen wie wir. Ganz einfache Kiste. Glückwunsch an Dortmund und Leverkusen. Es ist schön, dass zumindest ein deutscher Verein im Achtelfinale steht mit Bayer Leverkusen. Wir werden sehen, ob noch einer von den beiden nachzieht. Stuttgart natürlich Pech gehabt, haben heute aber, glaube ich, klar verloren, oder? Gegen Paris richtig was auf die Fresse gekriegt, wie ich zwischenzeitlich gesehen hatte. Aber ich gucke nochmal eben, haben mich nochmal ein Ehrentor gemacht, also 4-1 verloren. Und über Leipzig brauchen wir kein Wort verlieren, oder? Leipzig hat noch nicht mal das letzte Spiel gewonnen, oder was? Was ist das für ein Verein, Alter? Die haben 1-0 gegen Sturm Graz verloren. Ja, also. Das, ohne Scheiß, da darfst du dich eigentlich auch nicht nach Hause trauen. Ne? Wenn der Champions League 1-0 bei Sturm Graz verlierst. Also. Wilde Nummer. Ja. GZ an Bayer Leverkusen, die safe weiter sind. GZ an Dortmund. Ich gehe davon aus, dass Dortmund weitergeht. Dortmund trifft entweder auf Lissabon oder auf Brügge. Ja. Das sollte beides machbar sein. Neuer Trainer und so weiter, die werden schon die Kurve kriegen dann. Da bin ich guter Dinge. Bei uns wird es schwer. Ja. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht liegt uns City sogar, weil City ähnlichen Fußball spielt und sich wahrscheinlich nicht hinten reinstellt. Wahrscheinlich wäre Celtic sogar das schwierigere Los für uns, die sich hinten reinstellen, die beißen werden, die kratzen, die fighten. Die bemalen sich die Gesichter wie bei Braveheart, Alter, und knüppeln uns nieder. Ja. I don't know, wir werden sehen, wer es wird. Und dann werden wir sehen, was es für Spiele werden. Es werden auf jeden Fall interessante Spiele, so viel können wir festhalten. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir gegen den Trend, dass wir jetzt den Bock umschmeißen und endlich wieder Chancen kreieren und wo man auch von Chancen reden kann. Ja, wir kriegen hier Statistiken heute. Ich weiß nicht, wie der FC Bayern auf diese Statistiken kommt, die da stand mit 34 Torschüssen, Alter. Keine Ahnung, geht ja meine Biene nicht rein. Vielleicht haben die Flanken mit als Torschüsse gezählt oder was, ich weiß es nicht. Aber gut, vielleicht sehe ich das auch alles zu negativ, mag sein. Der Trend, nochmal, ich wiederhole mich jetzt zum letzten Mal, der Trend, die letzten 3 Spiele ist eine Katastrophe und ja, vielleicht kriegen wir gegen Kiel die Kurve, ich weiß es nicht, vielleicht dürfen dann mal die Spieler wieder auf ihren Positionen spielen, wo sie stark sind. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, Leute, ich habe fertig. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.